Wir haben jetzt gebetet, online, und das Thema ist immer online. Ich bin mega gespannt, was du uns berichtest. Wenn ich dich online google, der Martin Leicht, dann fällt auf, dass du gerne Naturfotos machst oder gerne fotografierst. Es hat sehr viele Bilder von dir im Netz. Was macht der Martin Leicht sonst noch? Warten zum wieder fotografieren. Nein. Ja, natürlich meine Frau auch noch daheim. Sie ist auch da, sitzt neben der Marianne. Und dann haben wir noch Grosskind. Wir haben 5 Kinder selber. Und alle sind geheiratet, alle haben Kinder. Das heisst, wir haben 14 Grosskinder. Und da gibt es schon immer wieder auch Bewegungen und so. Wir tun nicht überall hüten, aber viel öppe mal. Und natürlich, eben, wenn ich draußen bin, dann tue ich fotografieren. Ich sage, ich gehe laufen. Jeden Tag möchte ich möglichst meine 6000 Schritte haben. Das hat auch gesundheitliche Gründe, warum ich das mache. Und wie andere einfach ihr Hündchen mitnehmen, nehme ich meinen Fotoapparat mit und dann gibt es halt Bilder. Das ist der ganze Hintergrund. Und wenn man auch anderen Freude machen mit all diesen Schönheiten in der Natur, dann ist das natürlich auch ganz speziell und kann auch wieder eingesetzt werden. Wir bewegen uns ja, wir hören das dann noch in dem, was Gott uns geschaffen hat und uns gegeben hat. Gerade gestern bin ich auch wieder unterwegs gewesen und dann an einem schönen Ort, wir kommen aus dem Thurgau, an einem Weiher war ein älteres Ehepaar da und dann haben die gerade angefangen und haben gesagt, ja, das ist zum Staunen, das ist ja Paradies ist da hier. Und dann hat die Frau gesagt, aber eben immer wieder, man sieht immer wieder, wie die einander fressen und so. Und da hat es ein Gespräch gegeben. Und ich durfte hinweisen auf den Schöpfer, der uns das gemacht hat. Aber dass wir in einer gefallenen Schöpfung drin sind und alles Leben, das da ist, beruht ja auf dem, das vorher gestorben worden ist. Und so sind wir auf Vergänglichkeit auch zu reden gekommen und dann haben sie dann weiter müssen, die zwei. Und die Frau hat dann gesagt, danke vielmals für die erbauenden Worte. Das sind so Gelegenheiten, die es dann eben gibt, wenn man draussen ist und eben nicht nur vor der Flimmerkiste hockt. Wir haben gar keine, darum kann ich gar nicht. Ja, jetzt stelle ich um. Das Thema ist schon angeklungen. Immer online, Ausrufezeichen, immer online, Fragezeichen. Was geht wohl dem einen oder anderen durch den Kopf beim Lesen dieses Themas? Ich denke, dass wir da ganz unterschiedliche Gedanken haben in unseren Köpfen. Die Jungen oder Jüngeren, denken wir mal, ab Kinder im Teenie-Alter, die sind natürlich jetzt im Lager, die möchten am liebsten wirklich rund um die Uhr online sein. In all den Chats, wo sie sind und die Apps, die sie haben, wo sie sich bewegen, da möchten sie ja nichts verpassen. Also dranbleiben, immer online. Aber denken wir mal an die Eltern. Wenn auch nicht, vielleicht nicht alle, aber denen stehen ja immer wieder mal die Haare zu Berge, wenn ihre Kinder dauernd eben in diesem Internet surfen und immer an dieser Kratzkiste sind und nicht aufhören wollen. Und vor allem dort stehen ihnen die Haare zu Berge, wenn sie nicht wissen, was die Kids konsumieren. Und dann erst noch die Älteren, die neigen doch mehrheitlich noch dazu, mal den Schalter abzustellen. Das digitale Zeug einfach mal ruhig sein lassen und nicht immer eben am Handy und am PC zu sein. Ich stelle zum Beispiel mein Handy am Abend, bevor ich ins Bett gehe, stelle ich das ab, dann höre ich nichts mehr. Das gibt es nicht, dass das nachts noch auf dem Nachttisch ist. Das ist zu viel des Guten. Also wir alle wissen um diese Herausforderungen immer online sein. Wir alle kennen die Gefahren, die im Internet lauern und denen schon viele, zu viele auf den Leim gekrochen sind oder an Leib und Leben Schaden erlitten haben. Also,
Was hat denn dieser Gedanke immer online in einer Predigt verloren? Ich verstehe die Frage, aber ich kann euch beruhigen, diese Frage kennt schon die Bibel. Habt ihr das gewusst? Wir lesen zusammen den Text aus Kolosser 4, die Verse 2 bis 6. Dort lesen wir, hört nicht auf zu beten und Gott zu danken. Vergesst nicht auch für uns zu beten, dass Gott uns viele Gelegenheiten schenkt, sein Geheimnis weiterzusagen. Die Botschaft von Christus. Das ist auch der Grund, warum ich in Ketten liege. Betet, dass ich diese Botschaft so klar verkünde, wie es sollte. Lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind, und macht aus jeder Gelegenheit das Beste. Redet freundlich und klar mit ihnen, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen am besten antworten sollt. Nun, denke ich, ist vermutlich allen klar und nicht mehr schwer zu erkennen, was ich mit diesem immer online gemeint habe. Hört nicht auf zu beten, sagt Paulus. Also, den Christen in Thessalonik sagt er dann noch etwas Ähnliches und er macht es vielleicht noch ein bisschen konkreter und dort sagt er, betet unablässig. Das heißt für mich, immer online zu sein. Nicht online mit dem Internet, sondern online mit Gott. Das ist der Hintergrund. Doch nun alles der Reihe nach, schauen wir zuerst, in welchem Zusammenhang dieser Ratschlag des Paulus steht. Das Ziel des Briefes an die Kolosser war ja, dass die Gemeinde gestärkt wurde und ihnen geholfen wurde, sich gegen Irrlehren zu schützen und den Gläubigen zu zeigen, dass sie in Jesus Christus alles haben, was sie für ihren Glauben benötigen und auch für ihr Leben. Zudem spüren wir, wenn wir diesen Brief einmal als Ganzes lesen oder auch hören, die Worte des Paulus auf uns wirken lassen, dass die gefüllt sind von der Liebe Gottes und Jesu und geradezu einladen, sich dieser Liebe als allgegenwärtig prägend, sich zu öffnen und sich dieser Liebe auszusetzen. Lest diesen Brief einmal im Ganzen, einfach ohne Kapitel und Verse zu beachten. Einfach durchlesen oder hören. Und ihr merkt, Paulus hat ein Anliegen, diese Liebe Gottes in Jesus Christus den Kolossern nahezubringen. Und das auch, wenn das Wort Liebe nur an wenigen Stellen im Kolosserbrief steht. So lesen wir, denn ich möchte, dass sie ermutigt werden und in Liebe miteinander verbunden sind. Ich wünsche mir, dass sie absolutes Vertrauen haben, weil sie das Geheimnis Gottes, das ist Christus, in seiner ganzen Größe erkennen und verstehen. In ihm liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Im ersten Teil des Briefes zeigt Paulus, was Gott durch Christus gewirkt hat. Und im zweiten Teil des Briefes zeigt er, was das für praktische Folgen im Leben der Kolosser haben soll. Und am Schluss dieses zweiten Teiles steht unser Text also quasi wie ein Schlussgedanke, der alles zusammenfasst. Doch Schlussgedanken sind immer sehr wichtig. Solche Zusammenfassungen, die sollten wir nicht allzu schnell lesen, sondern sie auf uns wirken lassen. Gleich im ersten Satz unseres Textes, da begegnen wir wohl der größten Frage, die wir an diesen Text haben. Hört nicht auf zu beten und Gott zu danken. Moment mal, könnten wir sagen, Paulus, wie soll das gehen? Und den Thessalonichern hängst du ja die Latte noch höher und sagst ihnen, betet unablässig. Ja, wie soll das gehen? Ich weiß nicht, wenn ihr das lest, bei mir hat es immer wieder viele Fragen aufgeworfen. Wir haben doch unseren Alltag, wir haben unsere Arbeit. Da kann man nicht immer beten, aber Paulus hat es geschrieben. Nachts müssen wir schlafen, damit wir am Tag die Kraft haben, zu arbeiten, aber Paulus hat es geschrieben.
Ja, das können die, die nicht schlafen können, die haben vielleicht Zeit dazu. Aber Paulus hat es allen geschrieben. Und habt ihr auch schon gemerkt, wenn man nicht schlafen kann nachts, ist man auch nicht immer so hellwach, dass man beten kann. Das geht nicht einfach so. Da muss man schon aufstehen und sich dann richtig wecken. Aber das machen ja auch nicht alle gern. Und dann, mit unseren Mitmenschen müssen wir ja auch reden, wenn wir an der Arbeit sind. Wir müssen verhandeln, wir müssen auf sie eingehen können. Aber Paulus hat es geschrieben. Das ist doch eine Überforderung, Paulus, unmöglich umzusetzen. Das entmutigt uns. Aber Paulus hat es geschrieben. Wollte Paulus den Christen damals wirklich etwas schreiben, das sie entmutigt und überfordert? Das glaube ich nicht. Und ich bin überzeugt, dass gerade aus dem Zusammenhang des Briefes hier eine ganz andere Bedeutung in diesem Aufruf zum Gebet steckt. Auf jeden Fall ist es kein unerfüllbares Gesetz. Überhaupt kein Gesetz. In der Stille und im mehrmaligen Lesen des Briefes ist mir aufgefallen, wie Paulus seine Ausführungen ganz fokussiert auf Gottes Liebeshandeln in Jesus Christus und von diesem Liebeshandeln ausgeht und den Kolossern aufzeigt, was sie durch diese Gottesliebe und diese Gottesgnade für ein Reichtum in ihr Leben bekommen haben. Wir haben es gelesen, in ihm, in Christus, liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Wer so beschenkt ist mit allem Reichtum in Christus und wer das realisiert in seinem Leben, der kann nicht anders als den Schenkenden zu lieben und mit ihm in einem regen Austausch zu sein. Noch einmal, wer so beschenkt ist mit dem Reichtum in Christus und wer das realisiert in seinem Leben, der kann nicht anders als den Schenkenden zu lieben und im regen Austausch zu sein. Dieser Austausch, der muss nicht befohlen werden und wird nicht mit Anzahl Stunden und Zeit gemessen. Das würde ja der Liebe widersprechen. Was wir lieben, rückt immer wieder an die erste Stelle in unserem Leben, in den Gedanken und in unserem Dasein. Auch wenn wir manchmal zeitweise mit anderem beschäftigt sind und unsere Konzentration gefragt ist, sobald sich eine Möglichkeit auftut, kommt das Geliebte wieder hervor und macht sich bemerkbar. Die Liebe zu Jesus Christus ist die Erklärung dafür, dass das Hört nicht auf zu beten oder betet alle Zeit wirklich möglich ist. Denn ohne es zu müssen, beschäftigen wir uns mit dem, was wir lieben. Und das kann eben zu jeder Zeit sein. Gebet ist für mich nicht einfach eine christliche Pflicht, die erfüllt werden muss. Nein, es ist die Kommunikation mit Gott. Es ist der Austausch mit dem, der uns mit der größtmöglichen Liebe geliebt und erlöst hat und der uns immer noch jeden Tag, jede Stunde liebt. Das ist für mich Gebet, die Kommunikation mit unserem himmlischen Vater. Er ist es auch, der uns jeden Moment nahe ist, denn wir können ja gar nicht aus seiner Gegenwart gehen. Manche sagen, ich habe mich weit von Gott entfernt, aber Gott ist ja da. Paulus sagt an einer Stelle, in ihm leben und weben und sind wir. Wir weben nicht mehr, das kommt aus der früheren Berufswelt, das Weben, das Hin- und Hergehen. Also in ihm leben und bewegen wir uns. Gott ist da. David sagte auch in Psalm 139, wo sollte ich hinfliehen? Du bist überall, ich kann ans Ende der Welt gehen, du bist da. Wir können nicht aus der Gegenwart Gottes uns entfernen. Wir können uns ihm höchstens verweigern. Wir können ihm sagen, ich will mit dir nichts zu tun haben. Mich interessiert es nicht, was du von mir willst. Das können wir. Und das macht ihn traurig. Das betrübt ihn.
das betrübt auch den Heiligen Geist, der zu uns reden will, wenn wir uns ihm verweigern. Aber aus seiner Gegenwart können wir nicht fliehen. Lass es mit einem Bild mich noch verdeutlichen. Eine echte Beziehung auf der Basis der gegenseitigen Liebe lebt vom Austausch derer, die sich lieben. Wenn der Austausch fehlt oder abbricht, stirbt auch die Beziehung. Man hat sich nichts mehr zu sagen. Nehmen wir zum Beispiel eine Ehebeziehung, mit Ausnahme könnte es auch eine enge Freundschaft gelten. Man freut sich doch darauf, einander zu sehen und einander nahe zu sein. Wenn man sich trifft, dann tauscht man Erlebtes aus. Man genießt die stille Nähe des anderen. Man erzählt, man lädt ab, man fragt, man wägt ab, man dankt, man bittet. Das gehört alles zu der Beziehung. Und von diesen Dingen lebt eine lebendige Beziehung und lebt die Liebe zueinander. Wir erfahren in dieser Beziehung Ermutigung, Korrektur. Wir erfahren Zusammenhalt und Freude. Eine gelebte Beziehung hilft uns sogar, Entscheidungen zu treffen, auch wenn das Gegenüber nicht in der Nähe ist. Wenn man sich so gut kennt, kann man sagen, was ich jetzt entscheide, das kann das andere auch tragen oder eben nicht. Eine echte Beziehung trägt das. Man weiß, wie das Gegenüber denkt und das leitet uns in Entscheidungen. Eine echte Beziehung auf der Basis der Liebe, der gegenseitigen Liebe, lebt vom Austausch derer, die sich lieben. Genauso ist es mit unserer Beziehung zu Jesus Christus. Wenn sie geprägt ist von der Liebe, wird sie auch in unserem Alltag immer wieder aufleuchten und so in jedem Moment eine Begegnung mit Gott schenken. Manchmal ist es ein innerer Blick auf Gott, manchmal vielleicht ein Stoßgebet um Hilfe, manchmal auch ein staunendes, dankbares Schweigen. Und alles ist letztlich Kommunikation mit Gott. Alles ist letztlich Gebet. Gebet ist nicht nur, wenn wir die Hände falten und dann einfach irgendetwas mit Gott besprechen. Gebet ist das, was unser Inneres, unser Geist immer wieder in Beziehung bringt mit dem Vater im Himmel. Und das kann überall sein. Das kann immer sein. Und dafür braucht es keinen speziellen Ort und auch keine spezielle Haltung. Es ist unsere Liebe zu Jesus, die unsere Gedanken immer wieder auf unseren liebenden Herrn zieht und uns mit ihm verbindet. Martin Schleske, ich weiß nicht, wer von euch diesen Mann kennt, hat ein Buch geschrieben, das heißt Herztöne. In einem etwas anderen Zusammenhang hat er geschrieben über das Gebet: Es ist kein Wechsel zwischen Arbeit und Gebet, sondern das eine im anderen. Es ist kein Gebetsleben neben dem Leben oder zusätzlich zum Leben. Es ist das Gebet des Lebens. Also nochmal, wo unsere Liebe zu Jesus geprägt ist von dieser Beziehung, da flammt das immer wieder im Alltag auf, wenn wir das zulassen. Und das heißt, wir sind immer im Austausch mit unserem Herrn. Betet alle Zeit, seid immer im Austausch mit ihm. Hört nicht auf zu beten und betet unablässig, sind in erster Linie Anfragen an unsere Liebe zu Jesus und inwiefern wir in ihm leben. Und es ist eine Ermutigung, Jesus in unser alltägliches Leben mit einzubeziehen. Einfach mit ihm die Sachen besprechen, in Gedanken. Natürlich kann das andere Gebet dann auch sein, wie wir es vorhin praktiziert haben. Nichts dagegen. Aber immer in Verbindung mit dem lebendigen Herrn zu sein, das bedeutet auch Kommunikation eben mit Gott. Den Römerchristen schreibt Paulus: Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Da wäre ein anderes Thema noch dran. Was ist ein lebendiges Opfer?
Ein Opfer wurde im Alten Testament dargebracht und das war dann tot und verbrannt. Und wir sollen ein lebendiges Opfer sein. Das heißt, es wird nicht verbrannt, sondern es ist eine Hingabe da. Eine Hingabe an den, der uns liebt. Und das ist das lebendige Opfer. Das ist der wahre Gottesdienst. Also immer in Verbindung sein mit ihm. Danke für das Wasser. Vielen Dank. Vielleicht bräuchtet ihr auch einen Schluck Wasser jetzt. Schön. Also, Paulus sagt, das soll euer Gottesdienst sein. Das dauernde Hingegebensein in der Arbeit, in dem, was wir machen, aber immer wieder in dieser Richtung, was uns geschenkt ist in der Gottesliebe, das gibt uns Grund, dann Antwort zu geben, dass wir auch ihn lieben und so im Austausch sind mit ihm. Das gibt ja schon allerhand zu denken, aber Paulus geht ja noch weiter, indem er sagt, hört nicht auf zu beten und Gott zu danken. Schön und gut, Paulus, aber wofür sollen wir denn danken? Paulus führt das nicht weiter aus, weil es nicht um eine Anleitung mit einer Liste geht, sondern um eine permanente Lebenshaltung der Dankbarkeit, die aus der Liebe zu Jesus entspringt. Wenn wir immer online mit Gott sein sollen, das Leben ein dauernder Austausch mit Gott sein soll, habe ich mich gefragt, kann denn das ohne Dankbarkeit geschehen? Das ist sicher schon jedem aufgefallen, dass es ein Unterschied ist, ob jemand undankbar oder dankbar ist. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen, ob wir als dankbare oder undankbare Menschen leben wollen und unseren Alltag gestalten wollen. Klar muss sein, dass Undankbarkeit letztlich das Potenzial hat, jede Beziehung der Liebe zu zerstören. Der Undankbare, der lebt immer im Modus des Benachteiligten. Es ist immer zu wenig da. Er bejammert seinen Mangel. Er fordert das Gegenüber unersättlich heraus, mehr zu bieten, anders zu sein, nörgelt an ihm herum. Das Zusammenleben wird zur Qual bei Undankbaren. Der Dankbare hingegen lebt im Modus des Beschenkten. Und er entdeckt, dass er, auch wenn er vielleicht nicht viel materiell hat, doch immer wieder aus der Fülle leben darf, die Gott ihm schenkt. Und er darf so viel bekommen, wie dass er immer wieder weiterschenken kann. Also für mich ein gutes Beispiel für die Dankbarkeit ist meine Frau. Die kommt mit so wenig aus und hat immer wieder zu verschenken. Ich weiß nicht, wie die das macht. Aber wenn ich ihr etwas schenken will, dann weiß sie nicht, was sie wünschen soll. Aber sie hat immer wieder zu verschenken. Und wenn ich ihr dann mal etwas schenke, dann gibt sie die Hälfte oder noch mehr weiter. Also es geht. Es geht. Die Frage ist nur, worauf ist unser Herz gerichtet? Und was kultivieren wir in unserem Alltag? Was kultivierst du in deinem Leben? Undankbarkeit oder Dankbarkeit? Was die Undankbarkeit nährt, das brauche ich wohl nicht weiter auszuführen. Man sehe nur mal die Medienberichte jeden Tages an und die Liste der Undankbarkeit wird endlos lang. Wie ist es nun mit der Dankbarkeit? Wo kann man sich da orientieren? Der erste Schritt zur Dankbarkeit ist der, dass wir unsere Herzen und manchmal auch unsere Augen abwenden und unsere Ohren abwenden vom dauernden Gejammer in dieser Welt. Wir leben in einem der Länder mit der höchsten Wohlstandsrate, schon jahrelang. Wahrscheinlich schon etwa 40 Jahre lang ist die Schweiz an der Spitze der Wohlstandsländer und lange an der ersten Stelle. Jetzt ist sie, glaube ich, ein bisschen hinter die Schweden und die nordischen Staaten gerutscht. Aber das macht nichts. Und wie viel Gejammer haben wir? Unzufrieden. Und dabei haben wir mehr als alles.
Gehen wir mal 800.000 Kilometer in den Osten und das sieht anders aus. Meine Frau und ich sind verbunden mit Licht im Osten, andere hier auch, Kathi auch. Und wir waren in der Ukraine, wir waren in Moldawien, ich selber war in Weißrussland und in Rumänien mit Hilfsgütern unterwegs. Ich bin gefahren mit dem Lastwagen. Meine Frau hat Pakete verteilt, Weihnachtspakete. Und wenn man diese Dinge sieht, die dort abgehen, Moldawien, das ärmste Land in Europa, mit wie wenig die Leute auskommen müssen und sind dankbar. Nicht alle natürlich, aber viele sind sehr dankbar. Und wir haben alles und mehr als genug und sind dauernd am Jammern. Also der erste Schritt für mich ist, weg von diesem Gejammer. Das stimmt einfach nicht. Wer sein Herz der unendlichen Liebe Gottes zuwendet, der wird immer einen Grund finden zur Dankbarkeit. Dabei muss sich die Dankbarkeit nicht nur an geistlichen Gütern orientieren, sondern auch an all dem anderen, das wir aus der Hand Gottes empfangen, damit wir überhaupt leben können. Bei manchen ist die Dankesliste sehr bald zu Ende, weil sie genau das Zweite, das ich genannt habe, ausblenden. Die Schöpfung Gottes, in der wir leben können. Bei aller Wichtigkeit und Einmaligkeit des geistlichen Segens, den wir durch Jesus Christus bekommen haben und darin leben dürfen, sollten wir nicht vergessen, dass wir immer noch in dieser materiellen Schöpfung leben. Und die hat auch Gott gemacht, trotz dem Fall, trotz der Vergänglichkeit. Aber wir können nicht ohne die Natur leben. Auch wenn die einmal vergeht, sollten wir sie nicht gering schätzen oder verachten, sondern pflegen, auch nicht vergöttern. Das ist die andere Seite. Aber wir leben darin. Was wir essen, das kommt aus der Schöpfung Gottes, ist uns gegeben, die Nahrung. Ohne das können wir ja nicht sein. Haben wir schon mal überlegt, woher alles kommt, was wir haben? Haben unsere Hände jemals etwas geschaffen, deren Grundbestandteile nicht von Gott kommen? Wir meinen, wie modern wir sind, dass wir alles geschaffen haben, sind alles Grundbestandteile von dem, was Gott gemacht hat. Paulus fragt die Christen in Korinth, was hast du vorzuweisen, das du nicht von Gott bekommen hast? Und wenn alles von Gott kommt, was du vorzuweisen hast, warum gibst du dann damit an, so als ob es kein Geschenk wäre? Und auch dann, wenn manchmal Dinge schieflaufen und es aussieht, als hätten wir Grund zu klagen über unsere Umstände, selbst da haben wir Grund zur Dankbarkeit, weil wir unsere Klagen dem sagen dürfen, der lebt und der uns hört und uns auch in widrigen Umständen zur Seite steht. Es gibt immer einen Grund zur Dankbarkeit. Also, bleiben wir immer online, aus Liebe zu unserem Erlöser und Herrn und das mit Dankbarkeit. Und nun geht der Text ja noch weiter. Nach diesem Aufruf zum anhaltenden Gebet sagt Paulus, vergesst nicht auch für uns zu beten, dass Gott uns viele Gelegenheiten schenkt, sein Geheimnis weiterzusagen, die Botschaft von Christus. Das ist auch der Grund, warum ich in Ketten liege. Betet, dass ich diese Botschaft so klar verkünde, wie ich es sollte. Die Verbindung zu Gott im anhaltenden Gebet darf sich nicht nur um mein Leben und meine Anliegen drehen, sondern es schließt alles mit ein, das mit der Verkündigung der frohen Botschaft von Jesus Christus zusammenhängt. Unser Glaube ist zwar persönlich, aber nicht privat. Wenn der Glaube privat wäre, wären wir hier heute nicht zusammen. Denn dann hätten die Jünger gesagt, das ist mein Glaube, geht niemandem etwas an. Aber Jesus hat ihnen einen anderen Auftrag gegeben. Tragt ihn hinaus. Das ist schon etwas Persönliches, aber es gehört nicht nur in euer Leben, das ist nicht privat, das gehört in die Welt.
Und wenn Paulus hier bittet, für ihn zu beten, dann nimmt er die Gemeinde mit hinein in den Auftrag, den Jesus seinen Jüngern eben gegeben hat, das Evangelium in die Welt zu tragen. Entschuldigung, das ist ein Teil meiner Probleme, gesundheitlichen. Durch das Gebet wird die Gemeinde hier also Teilhaber an dem, was durch die Boten Jesu in dieser Welt geschieht. Zugleich aber ist es auch eine Stärkung derer, die für den Dienst der Verkündigung berufen wurden, denn sie sind auch heute noch manchen Anfechtungen und Anfeindungen ausgesetzt. Wir sehen es bei Paulus, er lag in Ketten, aber das Evangelium lässt sich nicht in Ketten legen und darum bittet er zu beten, damit er viele Gelegenheiten hat, die Botschaft weiterzusagen ohne Abstriche. Es ist eine wichtige Botschaft, auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Missionsdienst, dass sie wissen, dass sie nicht allein unterwegs sind, sondern dass zum Beispiel ihre Gemeinde oder ihre Freunde hinter ihnen stehen. Das ist sicher eine Bitte, die wir als Gemeinden auch ernst nehmen wollen. Wenn wir Leute aussenden, dann ist es wichtig, dass wir für sie beten. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten für die Missionare zu beten. Da sind Gemeindegebetsstunden, Hauskreise, Missionsgebetsstunden, Gebetskreise, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie ihr organisiert seid. Die größte Frage diesbezüglich, die sich jedem stellt, zieht dich die Liebe zu Jesus und seinem Auftrag so, dass du diese angebotenen Möglichkeiten auch nutzt, wenn auch nur teilweise. Aber du bist dabei. Du betest, damit das Evangelium auch weitergehen kann. Wir merken, Gebet befehlen geht nicht. Paulus bittet darum. Er appelliert an die Liebe zu Jesus und zu seiner Sache. Ich weiß, Ausreden haben wir ja viele zur Verfügung und sie bestimmen leider auch oft unsere Entscheidungen mehr, als dass wir uns aufmachen. Aber das kann sich ändern, wenn wir die Liebe zu Jesus neu zur persönlichen Priorität machen in unserem Leben. Vielleicht noch ein paar ganz praktische Fragen, wie wir für Missionare beten. Paulus hat ja das den Kolossern aufgetragen. Kolosser hatten es relativ einfach. Sie kannten Paulus, vielleicht einige Mitarbeiter, aber es waren noch überschaubare Leute und Anzahlen. Es ist schön, dass heute viel mehr Verkündiger in der Verbreitung des Evangeliums in dieser Welt tätig sind als damals. Aber für alle konkret beten ist fast nicht möglich. Ich denke, hier brauchen wir den Mut zur Begrenzung. Weniger ist mehr, sagen wir doch manchmal auch. Die Flut von Rundbriefen und Informationsschriften ist kaum zu bewältigen. Es kommen nicht nur Infos, sondern auch Gebetsaufrufe und auch Einzahlungsscheine. Die gehören so als Beipackzettel, sage ich dem, gehören dazu. Aber wollte ich all denen gerecht werden, ich wäre völlig überfordert. Zeitlich, emotional und auch finanziell. Könnte alles irgendwo einzahlen und hätte dann überhaupt nichts mehr, die Taschen leer. Das geht nicht. Wie jeder mit dieser Herausforderung klar wird, muss ich ihm überlassen, aber wir müssen eine Auswahl treffen. Ich denke, es ist gut, wenn wir für die Anliegen beten, wo wir auch persönlich oder als Gemeinde direkten Kontakt haben zu den Leuten und sie begleiten können, mit ihnen unterwegs sein können. Denn sie brauchen unseren Hintergrund, sie brauchen unsere Gebete, unsere Unterstützung. Auch wenn sie nicht groß von Erfolg berichten können. Sie brauchen nicht unsere Erfolgssucht, sondern sie brauchen unsere Treue im Gebet. Und da möchte ich einfach ermutigen dazu. Neues kann natürlich schon dazukommen, aber es muss gut überlegt werden. Ich hoffe, ihr merkt, ich bin überhaupt nicht gegen Fürbitte für Missionare. Ich möchte einfach Mut machen, eine eigene Begrenzung diesbezüglich zu sehen und auch dazu zu stehen.
Wir können nicht allen sagen, ich bete für dich und es dann nicht tun, sondern dort, wo wir Beziehungen haben, beten wir, und zwar in der Treue. Nun hat Paulus noch weitere Ratschläge und sagt, wir kommen dann langsam zum Schluss, lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind, und macht aus jeder Gelegenheit das Beste. Redet freundlich und klar mit ihnen, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen am besten antworten sollt. Diese Ratschläge könnten als allgemeine Hilfe für den Umgang im Alltag angesehen werden. Aber den Philippern sagt Paulus noch, lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Ich denke, dass Paulus hier die Leser in die Verantwortung hineinnimmt, selber auch am eigenen Ort Zeuge zu sein, selber am eigenen Ort an der Verbreitung des Evangeliums teilzuhaben. Menschen, die immer online sind, deren Leben Jesus gehört, die werden von gottfernen Menschen gemessen an ihrem Umgang untereinander und gegenüber den Mitmenschen. Man hört ja manchmal so den Satz, das, was du tust, spricht lauter als das, was du siehst, also was du redest. Unser Umgang mit den Menschen, untereinander und auch nach außen, das wird gesehen. Wir wissen nicht, Christen wissen oft besser, was Christen tun sollten und lassen sollten. Das ist ja interessant. Darum sagt Paulus, lebt klug. Das heißt, überlegt, im Bewusstsein, dass das Reden und Handeln Auswirkungen hat. Macht aus jeder Gelegenheit das Beste. Wenn sich Gelegenheiten bieten, den Glauben zu bezeugen, dann soll es bedacht sein, respektvoll, nicht unhöflich, nicht aufdringlich. Das ist hier drin. Es ist gut, wenn wir innerlich online sind und wirklich die Gelegenheiten erkennen und dann auch schweigen können, wenn wir merken, dass das Gegenüber nicht reagiert. Der Glaube und das Evangelium muss niemandem aufgedrängt werden. Aber dort, wo offene Türen sind, sollten wir bereit sein. Wir sollen nicht andere anpredigen, das wird im Alltag meistens ja nicht der Fall sein, sondern mit ihnen reden. Denn nur so ergeben sich Gelegenheiten, dass auch Fragen entstehen, auf die dann geantwortet werden kann. Und wie entstehen Fragen? Wenn wir mit Interesse am Ergehen der anderen teilnehmen. Da entstehen die Fragen und da ergeben sich auch die Gelegenheiten. Mit diesen Ratschlägen werden die Kolosser nicht nur Teilhaber am Missionsdienst von Paulus, sondern direkt auch Teilhaber an der Verbreitung des Evangeliums, und zwar in der eigenen Umgebung, wo sie leben. Wie steht es bei uns? Wie steht es bei dir? Immer online. Daraus ergeben sich 4 Schwerpunkte, die ich ausgeführt habe. Das anhaltende Gebet, die gelebte Kommunikation mit Gott, die Dankbarkeit im Leben, das Beschenktsein von Gott, die Fürbitte für die Verkündigung als Teilhabe an der weltweiten Verbreitung des Evangeliums, und dann der weise Wandel als Voraussetzung für die persönlichen Gelegenheiten, das Wort Gottes weiterzugeben. Darum immer online, aber mit Gott. Ich bete. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass wir wirklich immer in Verbindung sein dürfen mit dir. Wir können nicht aus deiner Gegenwart fliehen. Aber bewahre uns, dass wir uns von dir abwenden oder uns dir verweigern. Danke, dass du uns hilfst durch deinen Heiligen Geist, in dieser dauernden Verbindung mit dir zu sein, der Dankbarkeit mit dir unterwegs zu sein in unserem Leben. Und überall, wo wir sind und was wir tun, dass wir das innerlich immer wieder in Verbindung bringen mit deiner Liebe und Gnade in unserem Leben. Und so wirklich dauernd im Austausch sein dürfen mit dir, unablässig. Danke schenkst du das jedem Einzelnen, aber auch der ganzen Gemeinde. Amen.